Wir bitten alle zu vernehmen die Erde. Und jetzt gehen wir zu dem heutigen Abend. Saibel Bender ist eine gottgewünschte Lehrerin und dabei eine Kennerin von Theaterkunst und Drama. Ihr allgemeiner Wissen wegen Theaterkunst und speziell wegen jüdischen Theater hat bekannt gemacht äußer die Rahmen von Los Angeles und sie tritt heraus mit Lektions ein bisschen weiter äußer die Rahmen von Los Angeles. Saibel kennt die Geschichte von dem jüdischen Theater und sucht mehr und mehr Ideen, was mehr zu vertiefen sich in dem Phänomen, was heißt Theater Bechlal und jüdisch Theater als solches. Sie vertieft sich in die Phasen von der Entwicklung und Siebes von seiner Durchfall. Theater, einer von den ältesten Formen von Kunst, hat in alle Völker vernommen sehr ein angesehener Ort und gewinnt die Verbindlern und Austauschern von menschlichen Gefühlen und Problemen. Unheimlich von dem alten Griechenland, Rom und England bis zu unseren Purim-Spieler hat die Drama, die Komödie gespielt als eine wichtige Rolle. Es hat euch abgespiegelt politische Geschehnisse zu allgemeinen Geschehnissen, welche seien vorgekommen in der gegebenen Zeit Abschnitt. Theatern haben gehabt verschiedene Formen, Ideen und Aufgaben. Sie haben bereichert, stimuliert und oftmals herausgebracht das Innerlichste, ergens das Parteiste, die Säudes, die befreien den Gedanken oder teilen sich mit der Auditorie. Saibel wird sich mit uns heute teilen wegen dem Gang von dem jüdischen Kunsttheater, seine Erfolgen und Misserfolgen. Wir seien bei ihm sehr zufrieden, als wir kennen ihr da haben. Als sie ist unser Freund, unser Mitglied. Saibel wird die Lektion haben in Jiddisch. Schwer gearbeitet auf dem. Aber wie sie allein hat gesagt, was mehr sie hat gearbeitet, das herauszubekommen in Jiddisch, als mehr hat sich der alte Qual aufgegeben und es ist gegangen, als sie wie ein Strom. Ich glaube, sich alle lassen gehen in dem jüdischen Theater und sehen, was es hört sich, wenn der Vorhang ist noch nicht vermacht geworden. Isabel, wir warten mit Ungeduld. Ihr hört mir alle? Ja, gut. Mit 2 Jahren zurück habe ich gehalten 2 Lektionen von dem jüdischen Kulturclub wegen der Geschichte von jüdischem Theater. Und mit 1 Jahr zurück habe ich euch gehalten eine Lektion wegen Marc Chagall's Dekorations von dem jüdischen Kunsttheater in Moskau. Alle 3 Lektionen meine sind gewesen auf Englisch. Ich will auch sagen, als ich habe sich Poschet geschämt, kommen Sie euch noch einmal und wieder reden auf Englisch. Ich habe so viel der Herz von dem jüdischen Kulturclub, für Lilke und für eure Aktionistigkeit. Es ist Tage zu bewundern. Jeden Schabbesnacht schaffen eine reiche jüdische Zwiebel und anhalten noch so viele Jahre. Überhaupt inmitten von solchen Zeiten, sich zusammenkommen und reden wegen Literatur, von Musik, von Kunst. Ihr wisst es nicht, aber ihr schafft da bei Emes
an Insel von Kultur inmitten von einer mischugener Welt. Nun habe ich sich angenommen mit Mut und ich will probieren halten mein Rede heim von Nacht im Ganzen auf Jiddisch. Heute von der anderen Seite tracht ich einmal. Erst darf ich sich nicht fühlen als so schuldig mit mein Englisch. Ich will auch sagen, für was. Letzten Jahr, wenn ich habe verendigt meine englische Lektion wegen Marc Chagall und der Moskauer Jüdischer Kunsttheater, ist eine Freude zugekommen zu mir. Ich gedenk nicht, wer es ist gewesen. Und sie hat mir gesagt, I loved your lecture. Very interesting. And you don't have to feel so bad that you speak to us in English. When you speak English, it just sounds just like you're speaking Yiddish. So what's the difference? Nu, das ist die zweite Ursache, für was ich probiere heim zu reden Jiddisch. Ob mein Englisch klingt also wie Jiddisch, was darf ich dem Englisch? Soll schon sein im Ganzen auf Jiddisch. Mein Lektion heute Abend wird sich vernehmen mit Ausforschen die Entwicklung von der jüdischen Kunsttheaterbewegung. Ich will sich begrenzen nur mit etlichen Kunsttheaters zu lieb Zeit. Ich will reden wegen Wilner-Truppe, Hirschbein-Truppe, Benami und der Neue Jüdisch Theater und Morris Schwarz und sein jüdischen Kunsttheater. Von wann seien sie gekommen, die alle jüdische Kunsttheaters? Was ist gewesen der Ziel von den verschiedenen Gruppen? Was für einen Einfluss haben sie gehabt auf der jüdische Gas und euch auf Theater Bechlal in Amerika und euch in Europa? Eine von meinen Hauptthesen in meinem Lektion wird sein, der kolossale Einfluss, was der jüdische Theater hat gehabt auf die Theatern in Amerika. Wir werden sich euch aufstellen auf gewisse gemeinsame Strichen und euch unterscheiden die Spezifischkeit von jedem Theater besonders. Ehe wir heute machen, müssen wir zum allerersten definieren, was meint ein Kunsttheater bei Ihnen. In welcher Hinsicht seien die Kunsttheaters anders von den anderen jüdischen Theaters? Und Bechlal, was meint man, wenn man redet von Kunsttheater? Verschiedene weltberühmte, ihr kennt den Herrn? Ja. Verschiedene weltberühmte Schreiber, Denker und Theaterartisten haben definiert die Kunst auf verschiedene Wege. Unheimlich von Aristotel, mit 2000 Jahren zurück in Griechenland, hören wir seine berühmten Werte. A play is an imitation of an action and not the action itself. Von Alfred Brandberger, der Regisseur von der Deutschen Schauspielhaus, hat gesagt, the mission of art is not to copy life, but to reveal its deeper meaning. Was können wir lernen von die alle Philosophies? Als Theater ist eine kollektive Kunst. Theater ist zusammengestellt von verschiedenen Teilen, wie Aktionen, Lichteffekten, Dekorations, Musik, Tanz und versteht sich die Pjece allein. Zusammen schaffen sie eine Ganzheit. Und wer ist der, welcher schafft die Ganzheit? Der Regisseur. Und der Regisseur ist der Austeitscher von der Pjece. Der Regisseur ist ein neues Phänomen in der Theaterwelt, unheimlich von dem 19. Jahrhundert. In 1908 hat man abgenommen die zarische Gesetze, als jeden Tag nicht spielen kein jüdisch Theater. Peretz Hirschbein,
Der Schreiber und Dramaturg hat damals gewohnt in Odessa. Ist gewesen sehr begeistert von der jüdischen intelligenter Swiebe in Odessa. Ist angekommen in dem Stadt mit einem tiefen Gefühl und Wissen wegen Stanislavskis Methode, wegen Stanislavskis moderne Theorie von Spiel und Theater. Ist gewesen eine Persönlichkeit, was hat gekannt, inspirieren junge Menschen. A sach junge Akteuren seien ihm noch gegangen. A viele Chaim Nachman Bialik ist gewesen einer von die, welche haben ihn unterstützt. Und zusammen mit Yankiv Ben-Ami hat gegründet a jüdische Theaterkunstgruppe. Das ist gewesen der erste. Es ist etabliert geworden, als der jüdische Kunsttheaterbewegung hat sich angehoben, wenn Peretz Hirschbein und Ben-Ami, welche seinen beide gewesen inspiriert von Stanislavskis Methode, denn sie haben organisiert die Hirschbein-Truppe. Sie seien Arim gefahren über die Städte von Mizrach-Europa, gespielt Sholem Aleichem und Sholem Asch und Molière und Shakespeare, und sie haben gebracht zum jüdischen Theater ein rein realistischer Stil von Spiel und Theater und euch den Begriff, als der Regisseur ist der wichtigste Teil von Aufführen a Pjese. Man erzählt, als eine Nacht ist Mendele Machesworim gekommen im Theater. Und nach der Vorstellung ist allein hinter die Kulissen. Hat jeden Akteur und Aktrice besonders herumgenommen und gesagt, Shechayanu gebencht sollt ihr sein. Aber zu lieb finanziellen Problemen hat sich die Hirschbein-Truppe zerfallen. Wir werden noch reden von Hirschbein und Ben-Ami später. Was ist wichtig zu gedenken, ist, als sehr Beispiel hat gehabt einen großen Einfluss auf die zukünftige Kunsttheaters. Was haben die drei, der Schreiber und der Akteur und der Regisseur, etabliert die erste jüdische Kunsttheater in einem neuen Weg von Spieltheater? Ihr wisst doch allein, für was. Ihr wisst doch den Entfer. Im jüdischen Theater hat von 2nd Avenue bis zu den Gassen von Warschau und Odessa geherrscht die Pustkeit von Schund. Von den Melodramas von Professor Horowitz und Josef Leitener, von den narrischen Komödies mit Gesänge, Tänze und Märsche. Hirschbein und Ben-Ami und David Hermann haben sich gegengestellt gegen jener Schundtheater. Aber mir ist gewesen interessant zu ausgewinnen, als noch die drei Theaterintellektuellen, Hirschbein, Hermann und Ben-Ami, haben gegründet dem Hirschbein-Truppe in Hirschbein-Truppe und entdeckt einen neuen Weg, haben sich Jürgen Farsey gefunden, Künstler, Artisten und Schreiber, was haben gekämpft und gemeint, als jüdisch Theater muss werden eine Kunst und nicht bloß eine Verweilung. In die 1890er in New York, mit 30 Jahren früher wie mit gegründetem Hirschbein-Truppe, hat sich angehoben die erste goldene Epoche von jüdischen Theater. Wenn Yankiv Gordon ist angekommen in New York mit seiner Theorie als, und ich zitiere, Theater kann der Menschen erziehen, bringen sie zu höherer Kultur werden, zu verbessern und verreichern ihr Leben. Gordon hat euch gewollt, als Theater soll bekennen dem Eulen mit den Prinzipien von Sozialismus.
Jankiv Adler ist gewesen der Akteur, welcher hat verstanden und unterstützt Gordons Pjese. Jankiv Adler hat noch in 1892 hereingegeben eine Notiz in der jüdischen Presse, welche lehnt sich wie folgen. Der Theater unter der artistischen Direktion von Jankiv Adler ist reorganisiert geworden mit dem Zweck, wegzutreiben von dem Theater das Unreinen, das Nicht-Moralischen, gedei in dem jüdischen Theater aufzuheben auf einem höheren artistischen und intellektuellen Niveau. Gordon hat verboten, zu benutzen Deutschmerisch auf der Bühne. Er hat übergesetzt und teilweise euch geborgt von den Klassikern Victor Hugo, Henrik Ibsen, Gogol und Shakespeare. Er hat vor allem Ersten gebracht a Disziplin und nicht der Lust, als der Akteur soll improvisieren. Man hat sich gedacht, halten beim Text. Er hat euch gefordert, als auf jede Pjese muss man haben genug Probe. Und jetzt will ich euch weisen, nur ein paar Bilder von Adler. Ihr werdet uns entschuldigen, die Lichtwellen, wir werden auslöschen die Licht, ihr seht ein paar Bilder, danach werden wir noch einmal machen die Licht und wir werden reden später. Wir werden reden weiter. Und ihr kennt mir alle ausbessern mein Jiddisch. Ob ich mache eine Greie, sollt ihr euch heben die Hand und mir sagen. Okay. It's connected to the, What? the slides are connected to that outlet. Turn off one. Turn off the, No. there we go, okay. Okay. Can you do the back? Get the back one over there. Maybe that's not connected. Okay. Das ist Adler, Jankiv Adler. Ja, wer kennt ihn mal? Ah ja. Wenn Adler hat gespielt, Gordons jüdischer Kenneglier, hat geschaffen an unvergesslichen Gestalt. Sarah Adler erzählt, als die Proben in Gordons Pjessen seien gewesen äußergewöhnliche Erscheinungen. Wenn nur die Akteuren haben umgehalten mit seiner alten Stück, mit den billigen Effekten, mit hat ein Guck auf Jankiv Adler geändert die Stimmung von Billigkeit. Adler hat allem inspiriert mit seinem Kunstgenie. Die Bücher von Theatergeschichte schreiben wegen dem unvergesslichen Adler in seiner Rolle als Kenneglier. Denn seine Kinder haben ihn mal rausgetrieben und geht über die Gassen und schreit aus, schenkt eine Dove der alte Kenneglier. Gordons größtes, und jetzt will ich euch weisen, where's the... Das ist Jankiv Adler und von dem Bild, wenn es gibt ein junger Mann, pflegt man ihn rufen, Nesher HaGodl. Okay? A godlike face. He was like an eagle. Das ist Adler, wenn es gewesen ein bisschen älter, geworden ein bisschen älter. Das ist ein Bild von Adler, wenn hat gespielt Shylock. Ist gewesen so groß in der Rolle von Shylock, als wir gekommen zu ihm von Broadway. Und man hat ihm gerufen, gebeten, kommt auf Broadway, spielt Shylock auf Englisch. Und hat gesagt, ich bin ein jüdischer Akteur, ich kann nicht reden, kein Englisch, nur Jiddisch. Hat man ihm erlaubt, als soll spielen Shylock auf Englisch, auf Jiddisch, die anderen Akteuren haben geredet Englisch und die Pjese, die Vorstellung ist gewesen sehr größer Erfolg. Und das ist Jankiv Gordon, aber ihr kennt. Das ist die Rolle von, nein, das ist jüdischer Kenneglier mit Jankiv Gordon.
Das ist der Theater, wo man hat gespielt, jüdischer Kenneglier, ob ihr dort gesessen nennt, wird ihr gesehen, als der auf dem Affiche, ja, wie sagt man, Affiche, ist angeschrieben die Wörter Jewish King Lear, the Jewish King Lear, und dort stehen die Menschen und warten auf zu verkaufen Billetten, sie gewinnen ein größer Erfolg. Gordons größtes soziales Spiel ist gewesen Gott, Mensch in Teufel. In der folgenden Monolog hören wir Hatzkels strenge Wörter zu Herschel Dubrovner. Hatzkel ist einmal gewesen Herschel Dubrovner Schocken und sein bester Freund. Herschel Dubrovner ist geworden ein größer Gewirr von machen Talesim in seiner Fabrik. Hatzkels Sohn ist verwundet geworden bei der Webmaschine unter die schrecklichen Sweatshop-Bedingungen und Herschel Dubrovner in Herschel Dubrovners Fabrik. Hatzkels Sohn starb von der Wund. Und dort ist der Monolog. Wenn Hatzkel kommt in dem reichen Haus, sitzt Herschel Dubrovner, der Gewirr beim Tisch, und Hatzkel kommt da rein. Wenn kommt da rein, habt sich Herschel Dubrovner und Hatzkel sagt, Balabos hat kein Verrebel nicht. Herschel, der schreckt sich. Ihr darf sich nicht schrecken. Ich bin gekommen, rufen nach heim, mein unglücklicher Weib und mein unglücklicher Schnur. Herschel, sie mögen schon gehen nach heim? Schon nach der Operation? Hatzkel, ja, sie mögen schon gehen nach heim. Euer Doktor hat verendigt das, was euer Fabrik hat angehoben. Herschel Dubrovner, mein Sohn ist gestorben in dem Messer. Herschel, wer ist mir? Gestorben? Borch dein Emes. Hatzkel, wer sagt, dass es da adin Emes? Ihr glaubt, dass es da adin Emes, für welche ihr wird davon abgeben, den beherrschen? Eure Herrschele, nicht mit ihm, auch viele nicht mit mir allein, wird ihr sich können abrechnen. Einmal bin ich gewesen, euer Bruder, jetzt bin ich euer Feind. Einmal bin ich gewesen, euer Chaber, und jetzt bin ich euer Knecht. Einmal fahren schreiben ad Hashem, fleckt ihr sich Tevel sein in Wasser, und jetzt sind ihr sich Tevel in unser Blut, in dem Blut von unseren jungen, unschuldigen Kindern. Herschele, Hatzkel, hab Rachmanis auf mir, ich bete dir. Hatzkel, du hast gehabt an alten Taten. Hast du auf ihm Rachmanis gehabt? Hast Rachmanis gehabt auf dein Weib? Hast Rachmanis gehabt auf dein junge Weib, welches durch dir geworden wie ein Zemischte? Herschele, durch mir? Hatzkel, ja, durch dir. Hast du Rachmanis gehabt auf deinen Chaver, deinen besten Freund und seine Kinder? In der Zeit, wenn du sitzt da und zählst Geld, liegt bei mir im Stub ein Teuter, welcher ist durch dein Geld der Harge geworden. Du hast versprochen, das ganze Städtel glücklich machen mit deiner Fabrik, und du hast uns allen begasselt. Unglückliche Neschamme, Reb Herschel Dubrovner, hast gespielt a Komödie mit Gott, hast gesucht nur heilige Arbeit, hast gemacht Talesim Fariden. Na, das ist eine von deinen Talesim. Und nimmt aus dem Brust auf verbluteter Talis, mit was sein Sohn ist verwundet geworden, und sagt, der Talis ist ausgeweckt in dem Blut von meinem Kind und in die Tränen von seiner Arme Jesemimlach.
Mein gestorbenen Sohn hat übergeführt alles, verschreib es auf mein Cheshben. Könnt ihr sich vorstellen, was für einen Eindruck die Pjese hat gemacht in die 1890er, wenn meine Eltern und meine Ureltern seien gekommen von Schapen herein im Theater. Gordon hat transformiert dem jüdischen Theater. Transformiert. Es ist schon mehr nicht gewesen, bloß ein Schöntheater von Gesänge, Tänzen, Märchen von Horowitz und Leitner. Aber 1910, ein Jahr nach Gordons Tod, hat sich die Neigung zu verbessern dem jüdischen Theater ausgeschöpft. Schon ist geblieben populär wie ständig. David Kessler hat sich beklagt auf sein Geutel, wenn hat gesagt, Schund zahlt besser. Meine Pjesen müssen zuziehen dem Publikum, ob ich will bezahlen mein Geld. Aber Spielen schon gibt mir demselben Gefühl wie trinken Ritzenel. In demselben Jahr, 1910, hat Judlamet Peretz gedungen, einen von den größten Theatersaalen in Warschau und zu neu gerufen eine Konferenz wegen Jiddisch Theater. Auf der Konferenz hat seine Stimme gedonnert. Kein Jiddisch Fuß soll nicht herübergehen die Schwelle von den alten Stundentheatern. Wir wollen vernichten dem alten Theater und auf seine Churves werden wir bauen ein neues Kunsttheater. Aber das ist keinmal nicht mit ihm geworden. Schreckt sich nicht. Punkt so wie bei anderen Völkern. A viele heutzutage gibt nur ein Guck, was tut sich auf eure Television jeden Nacht. So Stund, meistens Stund. Eine Sache ist aber geworden klar. In die folgenden 20, 30 Jahren hat aufgebläht die jüdische dramatische Literatur und vernommen ihren Platz zwischen die Weltdramaturgen. Prächtige Pjesen haben bereichert die jüdische Bühne. Pjeses von Sholem Aleichem und Peretz und Sholem Asch und Peretz Hirschbein und Leibig und Ansky. Ich habe auch da gegeben bloß etliche Beispiele von Theaterartisten, Dramaturgen und Akteuren, was haben noch vor Ben Ami und Hirschbein gepredigt und gemahnt für einen besseren jüdischen Theater. Ich fühle sich schuldig, was ich kann nicht reinnehmen als Sache andere. Ich wollte gewollt abgeben als Sachplatz für Esther Rochel Kaminski. Sie ist doch gewesen eine von den besten Austeitscherinnen von Gordons Freuenrollen. Sie hat euch gespielt natürlich und sensitiv. Auch viele, die nicht jüdische Kritiker haben ihr geläubt. Man hat ihr gegeben an Numen die zweite Eleanor Duse. Gleich nach der Ersten Weltkrieg hat der jüdische Theater erfahren eine neue Geburt mit frischen Keuches. Nicht nur die Augen der Monte größte Schreiber und Dramaturgen, nur euch, talentvolle, geschulte Akteuren, ambitiöse Truppes, Experimentaltheater mit Symbolism und Expressionism und theatralischer Genie. Es ist gewesen so viel Idealismus und Liebe für Theater als eine Kunst und euch zum jüdischen Wort. Und man ruft an den Period von Yankiv Gordon, die erste goldene Epoche von jüdischen Theater. Dann können wir anrufen die neue Qualie, die zweite goldene Epoche. Interessant ist, als in vielen europäischen Ländern auf der nicht-jüdischen Bühne hat euch existiert eine große Unzufriedenheit mit dem alten Stil von Spieltheater, mit dem künstlichen Mannerismus, die bombastischen Monologen und mit dem Trop nur auf die Hauptrollen.
Punkt, wie es ist gewesen, unvermittlich, als der jüdische Theater soll durchgehen an Änderung, hat euch der nicht-jüdische Theater erfahren ähnliche große Änderungen. Die Geschehnisse haben in ganzen Gebieten den Charakter von Jiddisch und Welttheater. Zum Beispiel, was ist geschehen bei Nicht-Jiden, was hat beeinflusst uns Jiden und wir haben sie beeinflusst. In Frankreich hat André Antoine, der Gründer von der Théâtre Libre, geworden der weltberühmte Führer von naturalistischen Stil. Otto Brom von der Deutschen Freien Bühne hat der heute die Rolle von Regisseur. Der Abbey Theater in Irland hat gegründet ein nationalen Theater, was hat heute die Kultur von Irland. Und einer von den wichtigsten Reformatoren von Theater ist gewesen Stanislavski von der Moskwer Kunsttheater. Er hat entwickelt ein System von Spielen auf der Bühne, welcher ist geworden der Fundament von allen modernen Schauspielen in Europa und in den Vereinigten Staaten. Sein System hat sich konzentriert auf die folgenden Punkte und ich gebe nur ein paar. Legen dem Trop auf den Inhalt von der Spiel und nicht auf dem Akteur. Das meint, haben ein Ensemble. Nicht kein Stars, Ensemble. Ein neues System von Machenprobe ist geschaffen geworden, in welcher die Truppe studiert die ganze Spiel in kleinsten Detail unter der Anführung von Regisseur. Man hat herausgenommen das Schreien, die schnellen Tempos, die Coupletten, die meschunendicke Hawaiis und Bewegungen. Wenn man gespielt hat oder so, ja. Stanislavskis Gruppe hat geschaffen eine revolutionäre Methode von Spieltheater. Wie ihr seht, hat der jüdische Theater nicht existiert auf keine Ledigkeit. Das, was Peretz hat gepredigt in Wasche, ist euch gewesen der Ruf auf viel Bühnes in Europa. Man muss verstehen, dass es nicht nur gewesen bei uns schon, sondern sei euch gewesen schon. Was ist sehr wichtig zu gedenken ist, die modernen, neue Theatern, Akteuren, Dramaturgen, Regisseuren von jüdischen Theater und von nicht-jüdischen Theater haben besucht und aufgenommen, wo sie haben gefunden, einer von dem anderen. Das hat gegeben ein Stoß die Entwicklung von modernem Theater im 20. Jahrhundert. Wir können sein stolz mit dem, was Jiddisch Theater hat vernommen an ungesehenem Platz in der modernen Theaterwesen. In die Vereinigten Staaten haben die neuen Künstler von jüdischen Theater geholfen, versprechen die alle neue Ideen, wie ihr wird bald sehen. Es wird nicht sein, leicht zu glauben, als der Drang zu ändern dem jüdischen Theater ist nicht gekommen von der professionellen Bühne, nur von den amateurischen, dramatischen Klubben. Die euch von den Organisationen, was haben damit gestützt, ein besseren Theater über der ganzen Welt. Es hat sich geschaffen eine ironische Situation in vielen Städten. Ihr habt gekannt gefunden, professionelle Gruppen spielen die tanzende Gerebetzen, beschaß in der Nons der Gas hat ihr gekannt gefunden eine amateurische Gruppe, was hat gespielt Gorki und Leivik und Pinsky und Ansky. Die professionelle Pupils seien gewähnt interessiert und machen Geld. Und die amateurische Gruppen haben gewollt schaffen Kunst. Lassen wir jetzt zugehen zu der ersten, der größten und der bewussten Wilner Truppe. Wenn ich tracht von Wilner Truppe, ruft es heraus in mir eine Welt von Ideen und Gefühlen. Ich will als stolz an euch verdross
was alles ist verschwunden, weil sie seien doch ein Teil von jener Welt, was wollt uns gekannt versichern, die jüdische Kultur. Sie haben ungeheuer sehr Theaterbeziehungen mit David Herrmann, der Regisseur von der Eugen der Monten Hirschbein-Truppe. Benami hat sich auch verbunden mit sie. Sie haben gearbeitet sehr schwer, studiert, gemacht Probe, haben oft gehungert und doch geglaubt in ihre Idealen. Sof kol sof haben sie gehabt sehr ersten Austritt in der bewusste größere Stadt Warschau. Und auf morgen, nach der Vorstellung, haben die Kritiker gemacht einen großen Tummel wegen der Wilner Truppe. Auf der ersten Seite von den Zeitungen ist erschienen in große Oisies. Mazel tov Jiden, Mazel tov, wir haben ein Theater, wir haben ein jüdischen Kunsttheater. Sie seien gefahren in andere Städte auf der Tour und sie seien geworden berühmt über der ganzen Welt. Sie seien geworden eine professionelle Gruppe, aber mit kleinem Gehalt. Sie sind nicht gealt, weil die Liebe zu spielen gut jüdisch Theater hat sie gegeben eine große Befriedigung. Orchesters haben sie begegnet in verschiedenen Städten. Jeden und nicht jeden haben geschickt Blumen. Was ist sehr wichtig zu bedeuten und bedeutungsvoll, ist, was der Wilner Truppe stellt mit sich vor. Nicht nur haben sie gehalten, nicht nur haben sie gehabt, einen großen artistischen Erfolg mit ihren Vorstellungen. Mit ihren Vorstellungen haben sie bewiesen, die Reichkeit von der jüdischen Kultur in der modernen Welt. Ihre Sprache ist gewesen rein jüdisch, modern, reich und intellektuell. Sie seien gewesen der erste Kunsttheater, was hat geöffnet den Weg für eine Sache andere Gruppen. Die Schundtheater seien geblieben. Der Kampf gegen Schund ist angegangen, aber jetzt ist gewesen ein anderer Brehre. Ich darf auch nicht erzählen die meiste von Dybbuk. Ihr wisst doch, sehr größter Erfolg ist gewesen der Dybbuk. Es ist mehr von einer pushete Legende. Die These hat zu tun mit der Menschens ewigen Möglichkeit zu beneien sich. Der Mensch kann fallen sehr niedrig, aber kann euch finden den Weg zurück zur Menschlichkeit. Und jetzt will ich euch weisen auf ein paar Bilder von verschiedenen Vorstellungen von dem Dybbuk. Das ist das erste Programm von Wilner Truppe von dem Dybbuk. Der erste Programm. Und ihr wisst doch, wer der ist. The messenger, as we say in English, der Meshullach. Das ist von Wilner Truppe. Ich habe genommen Bilder von Habime, von Wilner Truppe und euch von Jutzen. Von einer Sache, von ein paar Gruppen, was haben gestellt dem Dybbuk. Das ist der Bobbe, Lea und der Tate. Der Tate gespielt Morewski. Das ist ein Bild von Morewski. Zu still? Ihr könnt hören? Oh, das ist Lea Kadison in Dybbuk. Lea Kadison ist gewesen Josef Bullock's Frau. Das ist ein Bild von Habimes Dybbuk. Das ist Hanna Rovina. Das ist der Bettler von dem Bettlertanz von Wilner Truppe. Noch als der Bettlertanz. Kol Chossen wie Kol Tale steht angeschrieben von Eugen. Das ist ein Bild von Habima. Der Bettler noch einmal.
Das ist ein Bild von dem Film von Dybbuk. Und Lea hat gespielt Liliana. Ich meine, das ist ein so prachtvolles Bild. Es ist so wie mit es gefärbt. Noch einmal Wilner Truppe. Das ist von Habima. Das ist ein Bild, wenn der Warschauer Jüdische Kunsttheater in den 60er, wenn Ida Kaminski ist, wenn Regisseur, haben sie gestellt dem Dybbuk. Das ist von Warschauer Jüdischer Kunsttheater Vorstellung von Dybbuk. Und wir werden reden von ihm später. Macht die Licht noch einmal. Seid das so gut. Der Kunsttheater, was hat gedauert länger von allen anderen, ist gewesen Morris Schwarzes Jiddisch Kunsttheater. Über 30 Jahre, von 1918 bis 1950, hat der Schwarztheater geherrscht über der professionelle jiddische Theaterwelt. Wer ist gewesen? Von wann stammt wo hat er studiert die Theaterkunst? Wie hat er gegründet den jiddischen Kunsttheater, was ist geworden weltberühmt. Dem Emmes gesagt, wollte man gedacht, abgeben den ganzen Abend von Morris Schwarz. Aber mein Ziel heint ist zu geben euch einen Überblick von einer ganzen Bewegung mit Beispielen von etlichen wichtigen Elementen in der Bewegung. Morris Schwarz hat gehabt eine starke Persönlichkeit. Er hat gehabt eine unvergessliche Stimme. Er ist gewesen ein Herrscher und euer Chamelizitiker. Er hat getan alles mit extremen Mitteln. Sonnen haben ihm gerufen, Chitre und verachend, aber seine Freunde haben gesagt, als er ist ambitiös und a viele behend. Er ist gewesen ein Mensch mit Kontradiktions und sehr komplizierter. Seine Kindheit ist gewesen a schwere, sehr schwer. Psychologen wollten sicher gekannt sagen, als Tage zu lieb seiner Kindheit ist er ausgewachsen ein komplizierter Mensch, aber mit so viel Fantasie und Ambition. Als ein 11-jähriger Jüngel, wenn die ganze Sprache ist gewesen gerät, folgen kein Amerika von London, hat die Mama seine Ehrgeiz verloren, die Schiffskarte und in Größtummel ist die Schiff weg und das Jüngel ist geblieben allein in Port. Jahrelang hat er sich gewaltet auf die Gassen von London, geklieben Schmattes und verdient Pennies. Sof kol Sof hat die Sprache ihn gefunden und er rübergebracht kein Amerika. Er ist schon gewesen ein junger Mann von 16 Jahren. Auf die Gassen von London und New York, wo er hat gesehen in Jiddisch Theater, hat er sich verliebt in der Welt von der Bühne. Er hat sich jahrelang herumgedreht hinter die Kulissen, probiert alles. Er ist gewesen ein Akteur, er hat geschleppt die Dekorations und er hat geholt von Hoben an eigenem Theater. Er hat keinmal nicht verendigt, keine Schule, nicht auf Englisch und nicht auf Jiddisch. Keinmal nicht studiert die Kunst von Theater in einer Drama-Konservatorium. Eine Sache hat er ja gehabt, eine natürliche Intelligenz und größter Herz für Kultur und Literatur. Die Liebe seine zum jiddischen Wort, zum jiddischen Theater und Literatur und Kultur ist gewesen ein Masel für den jiddischen Theater. Er hat hereingegeben eine Notiz in Vorwitz im Jahr 1918 mit dem Keppel. Kann ein besseren jiddischen Theater blieben in New York. Er hat erklärt, dass er organisiert eine Gruppe Akteuren, was wollen spielen jiddisch Theater, die in einem Tempel von Kunst. Gute literarische Pjessen, hat er gesagt, zugegräht mit genug Proben. Er ist gewesen sehr klug, gehabt ein Husch für Theater. Er hat umgestellt die beste Akteuren. Benami, Berthe Gersten, Celia Adler. Er hat aufgeführt prächtige Vorstellungen mit 40 und 50 Akteuren auf der Bühne. Er hat angestellt Künstler von Broadway, Boris Ernsten und Mordechai Gerelik zu machen die Dekorations.
hat gestellt prächtige Vorstellungen. Goldfadens, Kischefmachern und zwei Konilemmel, Gott, Scholomasches Gott von der Komme, Ledigs Schap, Peritzes goldene Kate, Anskis, Dibik, Sholom Alechems Tevje und 200.000. Er hat nicht abgestellt, sich nicht abgestellt nur auf die jüdische Klassiker, er hat euch gestellt weltberühmte Pieces, übergesetzt von Roman Roland, Henry Ibsen, Lope de Vega, Shakespeare und Molière. Sein größter Erfolg ist gewesen Joschke Kalb. Hörtner, was die New York Times hat gesagt wegen die Vorstellung. Daniel Frohman, the drama critic at that time of the New York Times, wrote, Schwartz gives in 2 acts and 26 scenes an extraordinary series of vignettes, romantic tableau, and brutal mass scenes. A cross-section of life that no Broadway production equals in intensity and originality. Und doch hat gehabt a Sachkritiker. Und es ist gewesen, was zu kritikieren. Emerson hat angestellt talentvolle Akteuren. Aber wenn der junge Akteur hat gehabt so viel Erfolg, hat er gefunden einen Weg, wie ihn zu beseitigen. Man erzählt am meisten, als wenn ein junger Akteur hat sehr gut gespielt, hat ihm gegeben einen Knippenbettel. Aber der meiste geht, als wenn er ihm gegeben hat, Knippenbettel, hat Schiene darauf genommen, eine halbe Back. Es haben sich euch gefunden Kritiker von seinen Vorstellungen. Man hat gesagt, als legt den Trop auf die sentimentale Gefühle. Als ein Theater ist kommerziell, in dem amerikanischen Sinn von größlichem Größ, wenn man darf es nicht haben. Und man hat sich beklagt, für was spielt allemal die Hauptrolle? Ob einer ein Akteur hat gehabt Erfolg, hat schon die kommenden Woche gebeten seine Rolle. Und der Namen allein, andere Kunsttheaters haben geheißen. Wilner Truppe, Moskwa Jüdischer Kunsttheater, es ist gewesen ein Artef, ein Volksbühne, aber er hat gegeben dem Theater seinen Namen, Morris Schwarzes Jüdischer Kunsttheater. Egoistisch ist er gewesen. Und doch darf man nicht vergessen, er ist gewesen ein Emissardies. Nicht nur in der Geschichte von jüdischen Theater, nur euch in der Theaterwelt bechlall. Er ist gewesen ein Meister von theatralischer Organisation. Ein größerer Akteur, ein feiner Regisseur, wie man sagt in Englisch, ein Master Showman. Und jetzt lassen wir sehen ein paar von Morris Schwartz und dem jüdischen Kunsttheaters Bilder. Das ist er, der Ries Morris Schwartz. Das ist in seiner Rolle Roman Roland, Wolves, Shylock. Er ist auch ein Meister von Grimm. Geht nur ein Guck, wie hat sich grimmiert. Das ist eine Kunst allein. Jedes Rolle, was er gespielt hat, der Grimm ist gewähnt prachtvoll. Das ist Motke Ganef, Sholomashes Motke Ganef. Das ist auch Roman Roland's Wolves. No. Das ist Henrik Ibsen's Ghosts. Entschuldigt, das ist Henrik Ibsen's Ghosts. Und das ist mit Lola Kadison in Sholomashes 3 Cities, 3 Städte. Shylock, Morris Schwartz als von Shylocks Töchter. Bertolt Brecht, Caucasian Chalk Circle. Und er hat gespielt ein Chinese. Er hat alles probiert. Seine Ambition ist geflogen in der Himmel.
das mit Lazar Fried in Joschke Kalb. Mod gegangen noch einmal. Schapsi 2. Morris Schwarz als Schapsi 2. Was in Fiedele steckt. Geht noch ein Guck, der Grimm. Morris Schwarz hat gespielt Masik in Gottmenschen-Teufel. Geht noch ein Grimm auf seinen Kopf. Guckt euch Tage wie ein Teufel, ja? Und das ist, ich denke, das ist auch von Wolves. Das ist eine Szene von Conny Lemmel mit 40, 30 Menschen auf der Bühne. Das, was sie meint, Groß, Lashem, Groß. Ich weiß nicht, mit das Dach gedacht haben auf Conny Lemmel, aber eine solche gemachte Vorstellung. Noch einmal von Conny Lemmel. Das ist eine Szene von Joschke Kalb. Das meint Ensemble. Das ist ein feines Bild von einer Ensemble-Szene. This is Juice Swiss. Ich denke, dass hat gegangen noch einmal mit Celia Adler, Tevje und Seidel. Das ist Morris Schwarz als Tevje der Milchiger. Und hat alles probiert. He was even a song and dance man. Und das ist als der wandernde Gerhid. Die ganze oh, okay, we're getting ahead of ourselves. Okay, schönen Dank. Lassen wir jetzt darüber gehen zu einem Emissär-Künstler. Und mit ihm werden wir verändern. Der, was hat gehabt, den größten Einfluss auf der jüdische Kunsttheaterbewegung. Und das ist gewesen nicht Schwarz, nur Yankev Ben-Ami. Man hat ihn gerufen in die englische Geschichtebücher wegen Jiddisch Theater, the torchbearer for a better Yiddish theater. Ihr gedenkt, ich habe im Frieden Vermont. Zusammen mit Hirschbein, haben gegründet den Hirschbein-Truppe in Odessa. Ist angekommen in New York, gleich nach der Ersten Weltmilchome. Morris Schwarz hat ihn gleich genommen zu sich und sein jüdische Kunsttheater. Ben-Ami hat gehabt einen größten Erfolg, wenn hat gespielt Peretz Hirschbeins verworfen Winkel. Die Theaterwelt in New York hat bald erkannt sein äußergewöhnlichen Talent. Der Erfolg von der Pjese Verworfen Winkel in New York hat bestätigt vor Peretz Hirschbein als ein bewussten Dichter und hat euch geholfen zu etablieren die zweite goldene Epoche von jüdischen Theater. Schwarz ist gewesen im 7. Himmel. Aber wer ist Tage gewesen, verantwortlich für Annehmen Hirschbeins Pjese in Morris Schwarzes jüdischen Kunsttheaterrepertoire? Der ist gesagt, nicht Schwarz. Ben-Ami hat sich gebeten bei Schwarz, soll stellen verworfen Winkel. Und Schwarz hat Meure gehabt. Hat Meure gehabt, als der Eulen wird nicht kommen sein an neuem jungen Dramaturg. Und zweitens hat Meure gehabt, als Hirschbeins Stil und Charakteren will nicht ausnehmen beim Eulen. Ben-Ami hat nur gekannt, Polen bei Schwarz. Soll stellen verworfen Winkel, wenn ist gerät gewesen, nehmen winziger bezahlt und spielen die neue Pjese nur Mittwoch auf der Nacht. Schwarz hat gesagt, Mittwoch ist doch sei wie sei, ein kleiner Eulen. Nun, Schwarz hat gehabt, wie man sagt auf Englisch, the surprise of his life.
Eine Gruppe begeisterter Kulturchöre von den literarischen Klubben seinen Gewinn im Theater, sie haben mal so lange applaudiert, als Schwarz ist herausgekommen vom Vorhang und erklärt, als sein Theater hat eingestellt und genommen eine Chance auf die Pjese. Zulieb seine artistische Idealen hat gestellt die Pjese. Jetzt bitte alle Liebhaber von literarischen Theater sollen kommen und stützen die Vorstellung. Ben-Ami hat schon gesehen, mit wem hat zu tun. Verworfen Winkel hat man gespielt 14 Wochen. Schwarz hat beschlossen, man soll spielen die Pjese Ende Woche, denn sie kommt der größeren Eulen. Und allein hat einen Teil genommen in das Spiel. Die Kritiker sind sehr enthusiastisch, die junge Akteuren hat man gelobt und Peretz Hirschbein ist angenommen geworden als der Dramaturg, was hat bewiesen, als raffinierte, sensitive Stil kann zuziehen an Eulen im jüdischen Theater. Hirschbein hat gelegt dem Trop auf Charakterentwicklung und Atmosphäre in seinen Pjesen und nicht auf dem Superhameise. Kommenden Saison ist Ben-Ami weg von Schwarz, Celia Adler und andere seien euch weg. Ben-Ami hat gegründet ein anderes Kunsttheater auf den Namen Nei Theater. Er hat verlost Schwarz, weil hat geglaubt, dass Schwarz, nicht guckend auf alle seine schöne Rede, ist noch als gewinn zugebunden zum alten Star-System und der kommerzielle Gang von nicht haben genug Proben auf jede Pjese und legen den Trop auf dem, was zahlt. Meint es, es war 2 Jahre, aber ein paar Jahre, in die ersten 20er haben wir gehabt in New York 2 Kunsttheatern. Die erste Pjese, was Ben-Ami hat gestellt in sein Nei-Theater, ist gewesen Hirschbeins Puste Kretschme. Die Pjese hat gemacht ein Räuschen in der englischen Theaterwelt und erwarte euch in der jüdischen Gasse. Der Nei-Theater hat angestellt ein Regisseur, Emanuel Reicher von der Deutschen Freibühne, hat gearbeitet mit Max Reinhardt in Deutschland. Die Abschätzungen von die Puste Kretschme in Reichers Regie und Janke Ben-Amis Spielen seien bis heutige Tag eine Qual von Überraschung. Ich bin gegangen in UCLA, in der Forschungsbibliothek, gefunden die alte Rezensions von jenem Spiel, was mit gespielt in den 1920er. Ihr dacht zuhören to these reviews. Es verhabt dem Atem. New York Times called it, das Redman wegen Peretz Hirschbeins, die Puste Kretschmann von Janke Ben-Amis Nei-Theater. A drama freeing itself from the bondage of artifice and convention into an independent life of its own. Spectacular effects of lighting and grouping that have hardly been equaled by any of our own Broadway productions. From Theater Arts magazine, people moved as if they grew out of the landscape, earthy, Goyesque. Ludwig Lewinson in The Nation hailed its ideals. This is quite the noblest theatrical enterprise among us. It stands aloof from all the pressures of commerce and popularity. Clayton Hamilton, I have found more artistic beauty exhibited at the Ben-Ami Theater than in all the theaters clustered around Times Square. Ben-Ami's acting, his passion, has rarely been equaled for intensity on the stage in America. Every moment that he is on the stage is surcharged with dramatic vitality. No group acting so generally excellent as that in Peretz Hirschbein's Puste Kretschme has been shown upon the American stage. Was redt man wegen eier Kunsttheater? Trotz die alle internationale und jüdische weltliche Abschätzungen wegen Ben-Amis Theater hat das Theater existiert nur ein paar Jahre. Die größte Anerkennung von Reicher, der Regisseurs Kunst und Regie,
hat ihn schnell weggenommen von dem jüdischen Neitheater und Broadway ist geworden sein Heim. Reicher ist geworden der Direktor von der Theater Guild. Und dann ist Ben-Ami, welcher ist gewesen die Neshome von Neitheater, von Neu-Jüdisch Theater, euch weggegangen spielen auf Broadway. Aber wir dürfen sein stolz, weil Ben-Ami ist seine erste Vorstellung auf Broadway ist gewesen die englische Übersetzung von Peretz Hirschbeins, die Puste Kretschme. Die größte artistische Erfolg, was die Pjese hat gehabt im jüdischen Neitheater, hat gegeben Arthur Hopkins von Broadway dem Gedanke zu stellen die Pjese auf Englisch. Man hat es gerufen auf Englisch The Idle Inn. Und die Produktion hat Ben-Ami etabliert als einem von den größten Amerikaner-Akteuren. Ben-Ami hat gespielt in sämtliche Broadway-Vorstellungen. Und doch genommen hat Ben-Ami keinmal nicht aufgegeben dem jüdischen Theater trotz seiner Erfolg auf Broadway. Ist gewesen eigenartig, weil hat gekannt schaffen großes Theater auf Englisch und euch auf Jiddisch. Hat sich gefühlt frei in beide Sprachen und in beide Welten. Ben-Ami hat gebracht zu dem amerikanischen Theater die Konzeption von einem Kunsttheater, welche ist geboten geworden in Europa. Emanuel Reicher, Janke Ben-Ami und die Übersetzungen von Peretz Hirschbein sind ein klarer Beweis, als der jüdische Kunsttheaterbewegung hat gegeben eine Möglichkeit, die europäischen Talenten zu schaffen, eine Brücke zu dem amerikanischen Theater. Jahre später hat ATEF übergenommen dieselbe Konzeption. Aber wir wollen schon überlassen dem ATEF auf einen anderen Abend kommenden Jahr, ob ihr das wollen hören. Und zum Sof, die jüdische Kunsttheaterbewegung hat bestätigt als Synthese, als kann herausbringen universale Ideen auf einem hohen artistischen Niveau und doch anhalten den spezifischen, eigenartigen jüdischen nationalen Guckwinkel. Ich hoffe, als meine Lektion heute bei Nacht hat das bewiesen. A schönen Dank. Was können wir sagen? Es ist eine akademische Lektion wegen dem Gang von unserem jüdischen Kunsttheater. Kurz dem, was Sibel oder sie schön gerät in Jiddisch. Und es hat ihr beämmes nicht ausgefällt, kein Wörter. Danken mir Sibel für ihre Bemühungen und für der Herz zu dem jüdischen Wort. Sie hat gelernt ihre Lektion wie eine Aktrice wollte vorgelehnt eine Pjese. Und das ist eine Sache. Und wir danken ihr für ihr Wissen. Und wir danken ihr für Teilen sich mit uns wegen der Geschichte von dem jüdischen Theater. Wir seien da bei MS auf der Geschäftswinkel in dem Pusten Los Angeles, weil wir noch kommen sich zu neu jüdische Jiden und Jidenes, welche willen hören ein jüdisches Wort, nicht nur ein Pust-jüdisches Wort, nur ein Wort voll mit Inhalt, voll mit Wissen. Ich steuere Sibel einen herzigen Dank, verteilen sich mit uns.
Wir wollen euch sehen dem kommenden Jahr. Und mit Liebe aufnehmen, das, was hat uns zuzugeben noch, wegen dem Gang von dem jüdischen Theater. Ein herzigen Dank. Ich habe eine Frage. Du bist great für eine Frage. Jetzt bin ich ein bisschen zu mir. Aber ich sage nicht so, als ich nenne von Neuwiedisch. Ja. Eine Frage. Ich habe gemeint, dass wir das nehmen zu werden, ein bisschen, wegen der jetzigen Lage für den jüdischen Theater. Das wollen wir überlassen auf Iberayov. Nein, nur wenn die Kunst. Das wollen wir überlassen auf Iberayov. Efter wird der Theater Chies Hameisem. Ja, Ada. Ich will gleich sagen, als wenn wir wollten genommen einen Kurs in UCLA oder in der Universität von Judaism, wollten wir nicht gekonnt haben, eine bessere, vollere Lektion, wie wir haben heute bei Nacht gehört. Und es wundert mich, wie in einer Zeit hat Sabel gekonnt reinlegen, als so viel Wissen und als so viel Energie, als hat sich nicht gelangweiligt auf keine Sekunde. Und jetzt wollen wir nachher sein, sich mit Kuchen, Kaffee und Tee. Dank.